Eng gut Banan fir de klengen Hunger tschendurch, fir dat klengt Julie de normalste Gest vun der Welt. Wat hat awer net wees, ass dats des Bio-Fairtrade Banan firrun iwwer 10.000 Kilometer gereest ass, a viel Zeit am méi vergange sinn ihr se zeidech war fir op ihr Langrees op Plötzeburg zu goen. Mi holen ihr Schmat aus Südamerika, genee op déi Platz wo des Banan gewurs ass. Mi sinn zu Saman am Norde vum Peru, e pur Kilometer vun der ecuadorianischer Grenz. Das Gegend ass net weit vom geografischen Äquator wasch. An Hai sind Wetterkonditionen ideal für Bananen unzupflanzen. Bananen brauchen ein feucht, warmes Klima und eine Temperatur um 27 Grad für sich optimal zu entwickeln. Ob manst 1500 Sonnenstunden pro Jahr, eine hohe Luftfeuchtigkeit und einen flachen, gut belüfteten Boden sind weiter Voraussetzungen für die Pflanze gut wachsen. Hai hu sich Bananenbauern zu Summe gedon an APP Bosa gegründet, die Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Saman y Anexos, also eng Assoziation vu kleine Produzenten vu Biobananen. So eng Assoziation gëtt an der Regel auch nach Bauernkooperativ genannt. Für wat sie dat gemach hun, gi mir mi spät gewur. Für deicht gi mir op Bananenplantage a gucken, wie das Plant überhaupt wiest. Och was se ausgesäide wegen Palm oder Baum, wiest Bananenplanz a sogenannte Stauden. E bësse wéi d'Schuppe vum Fësch oder Zielen op engem Dach, wussen die verschiedene Schichte vu Blieder ganz dicht iwwer den Neen a bilden eppes wie e Stamm. No 2 bis 3 Meter chassen doreiser die gros Blieder. Ascht wie bei engem Baum gi net keng. Eng Bananestaud ka bis 10 Meter héich wussen an dréet nëmmen eng Keier frieschten. Dono musse aufgeschnitten an e neue Schoss geziicht ginn. Frieschte selber wussen a sogenannte Regimer, die bis 50 Kilo könne weihen. Spätestens nur 6 Meint gise, nach Gring, aufgeschnitten für weiter verschafft an die Welt verschickt zu gehen. Lang Jahre goufen am Peru, genewe ja vielen andere Länder, wo Bananen produziert gin, Bauern von den weltweit agierenden großen Frieschte-Konzerne ausgenutzt und innerbezahlt. Sie sind knapp übertronnen kommen mit dem Büsse Suen, die sogenannten Empresa, Firma, wie die Bauern die Großfirmen nennen, hingelost wird. Bis 2000 fan ass die ganz Gegenteil vun engem kontrolliert gin vun La Empresa, die Firma, wie man op Plötzebusch gefen so. An dat ass eng Firma eng multinational Firma gewirchte Bananenkonzern aus Amerika, den ha alles kontrolliert huet. An dat wollten sie sech net weiter gefale losen, weil sie sind do ausgequetscht gin wéi eng Zitroun, sie keng ordentlich Preise bezahlt krit, sie hatten Angst, sie hunn en Menace gelieft. D'Arbechtskontrakter waren dacks zeitlich limitiert, wat den Arbechter ke regelmäßig Akkommes garantiert huet, a vu Krankeversicherung, 40 Stundenwochen oder sogar Vakanz, kon den Heinemmen drehmen. Auch schaffen die Großkonzerne hautnach mat gefährliche Pestizide, die a große Quantitäten iwwer de Plantage am Flieger verspreet gin. Durch dat vielt Wasser, wat fir de Rundzichte vun der Bananepflanze neidig ass, laufen des giftig Substanzen an Grundwasser an Flüss, a vergiften d'Umwelt nach Joren dono. Kontroll iwwer all Schrack an der Produktion, an der Vermarktung noch innner der Emprise vun der Empresa einzig an allein an ihrer Hand. Der 5. Februar 2003 sollten Dach sinn, wo sich alles verändert huet. Die 108 Bauern hu sich zur Summe gedon an Kooperativ APP Bosa gegründet. An Zukunft sollte ihnen recht gehen. Haut sie zu 470, die sich gegen die Monopolstellung von der Empresa wehren, und das mit großem Succès. Mittlerweile ist der APP Bosa zu einem kleinen, aber rengen Global Player gehen. Vom kleinen Dörfchen Saman aus gehen Fairtrade-Bananen an die ganze Welt exportiert, viel von ihnen auch auf Plötzeburg. All die Köste gi verschëft am kleinen Hafen vu Paita, wo all woch bis zu 18 Containeren randvoll mat Bananenköchten hier Seerees untreden. 2015 waren dat 1257 Tonnen, dem am Schiff ihre Weh bis an Estland von tun. Dat sie bald 3,5 Tonnen Bananen, die alldach zu Lützeburg gies gin. Haheim as all feiert verkaufte Bananen mittlerweile eng Fairtrade-Banan, an dofuner kommen da 80% als Genedes Gegend am Peru. An de kommende Joren sollte es ein Undeel nach weiter wursen.
Aber dat geht nimme, wann mir zu Lützeburg allmat machen. Das ist ganz wichtig, dass den Wes all Konsument bei uns den richtige Griff möchte, den sucht für Nachhaltigkeit. Weil hin Hanna liest sing Spuren, sein Ackhaf, Hanna liest Spuren ganz konkret von Nachhaltigkeit hier am Süden. Ich stehe dazu bei als Konsument, dass Menschen mehr unabhängig gehen, dass sie Menschen wirklich leben können feiern. Und ich meine, das ist eine Sache, von en plus nach den gustativen gut do ass. An do geht et den die Bananenker probéiert huet, da wesinn, dat den an dat best Produkt drabeist, wer den och zu Lützeburg Marché fanne kann, wann dat alles um Rendevous ass. Da gët et eigentlich kein Grund méi fir net mat ze machen. An de Plantage leeft dabech mittlerweile op Heichtouren. En andere ginint Regime Rof geschnitten, am an enger Katten op d'Schëllre vun den Abbeter Rof gelos. E speziell Kössen schützt Banane fir un Täitschen erstéis. Tech 30 a 50 Kilo kann e so Regime gre weien, eng schwéier an ustrengend abecht bei 36 Grad am Schiet an héiger Luftfichtechkeet. Fréier hunn Regimer missisten hunderte Meter weit bis bei die notste Stroos geschleft ginn. Dat ass haut de River. 2006 ass nämlichchte Cablevia eng Zocht Seelbun fir de Bananentransport agefauerert ginn. E System mat Schienen a Ketten, den durch die rund 600 Hektar Großplantationun lebt, an de Männer dabecht enorm vereinfacht. Dëssen a viel aner Projekte goufe mat Hëlle vun der Fairtrade-Prim, déi de Bauern zu gut kennt, realiséiert. Man net nëmmen dabecht macht Qualitätit vun de Bananen, fir mir Sambutika heem kennen, ass durch dëse System verbessert ginn. Virum Cablevia sind Regimer nämlich steich an e Kamion getasselt ginn, ihr se no viele Kilometer, ob schlechte Feldwehr an der Kooperativ konnte weiter verschafft ginn. Die empfindlich Friechten hunn dodeger gelitten, as sie getäitscht a mat Flecken an de Butiker ukom. Aber immer all wëssen, getäitschte Biofriechte losen Konsumenten nummer leiien. Haut ginn am Peru Banane rekgeschonen, die wat Schienen direkt bis bei Empacadores gezun. Mittlerweile ginnet Erde so Verpackungsstationen, Matten an de Plantationen. Auch eng Errungenschaft, de mat den Erlese aus dem fairen Handel mat finanziert ginnners. E paar Minuten, nachdem sie gepflegt gesinn, henken Regime schei brav an der Reihe, für weiter verschafft zu gehen. Hai giese Gewäsch an die eisbekannte Form geschnitten. 5 Fanger solle so ein Grappun, der das den internationale Standard. Die schönste Banane gibt breit gemäht für den internationale Marché, die nicht gerade so perfekt bleiben am Peru für Hai verkauft zu gehen. Die berühmte Banane-Krümmungsgrad, den anscheinend von der EU 4 gesehen ist, existiert übrigens nicht. Ein sogenannten Urban Legend, die zanta Joren immer herum opkennt, aber vu 4 bis hannen erfonders. Et gëtt wohl eng Direktiv, det Mindeststandarde festlädt, aber nach dir eng Banane so krumm sinn, wie d Natur se mischt. No enger eichter Dusch, an dem se geschnitte gesinn, gin eis Bananen anbieten. Hier se de bekannte Sticker am Fairtrade-Logo opgepascht kreen. 10.000 so Stickeren pascht Jessica Maribel alldach op all Insel Banan. Eng Abisch, die bisewel keng Maschine op der Welt mache kann. Auch die Köchte kommen nicht aus einer Fabrik, sie gehen auf der Platz gefalter gepascht. Dat aus Haut dem Innocent-Desingtage. Ein rund 500 Köchte pascht hin am Dach zu summen. Gewascht, gewiehen, kontrolliert, gehen Bananenfangere verpackt, und nicht mehr ugepackt, bis sie bei Eis an der Boutique kommen. Mam Kamion geht es kurz drauf an Kooperativ, wo die Köchten auf Palette gestapelt gehen, ehe sie an den Schiffscontainer kommen. Auf 15 Grad hochgekillt, giese vom Hafen aus an ganz Welt geschickt. 3 lange Wochen dauert das Reis. Lo versteht ihr noch, für was sie nach Gring und nicht grad zeitig muss gepflegt gehen. Vielleicht sind an engem von diesen Containern auch ein paar Köste vom Javier Ordinola seine Bananen. Der Javier, also so etwas wie ein Champion heute zusammen. 4200 Köste Banane produziert der Javier am Jahr. Moyenne von der ganzen Plantage leihe bei 1500. An dobei aus dem Javier seng Parzell nimmen den halben Hektar groß. Sei Geheimnis läuft. Nach ihr hier Moyes mat der Abecht ufängt, schwätzt der Javier mat singe Pflanzen. Hier seht ihnen Merci, dat ze him a senger Familie gut liewen a besser Perspektive gin. Zenter dat Fairtrade an des Gegend aktiv ginnners, huet sech also so munches verändert. Op diesem Weg goufen agint Bauerinnen unterstützt, finanziell unabhängig a méi autonom an ihrer Produktion zu gin. Auch ihre Rendement kann so erhecht gehen, als sie können die Standarden erreichen, die den internationale Marché nun einmal verlangt.
ob ihr will oder nicht. Ein weiteres Problem an dieser Gegend ist das sogenannte El Niño-Phänomen. Stürme, Überschwemmungen, aber auch langdrückenden, beredende Bauern Kapzerbreches. Durch meteorologische Konditionen verbreiten sich Bakterien und Krankheiten. 2013 war ein ganz schlimmes Jahr. Wenn der Pest der roten Rosthirpse sind das Jahr 30% meiner Bananen produziert gehen. Eine Katastrophe für die kleinen Bauern. Agronomen und Experten bringen den Bauern neue Techniken bei, für den Impact vom Klimawandel zu reduzieren. Nachhaltiges Wassermanagement, Biodiversität am Platz von Monokultur, der Verbot von genetisch modifizierten Pflanzen, das sind nur ein paar Beispiele, die sich an den Kader von den 3 Pilien von der Fairtrade-Philosophie erschreiben. Ökonomie, Soziales und Ökologie. Rund um diese 3 Standards baut sich die ganze Arbeit von Fairtrade ab. Wenn es dem festgesetzten Mindestpreis für ihr Produkt da, können Produzenten und Menschen wie das Leben feiern an ihre Familien eine Zukunft bieten. Kanner aber das verboten. Hier schaffen Kanner an der Schule, nicht an den Plantagen. Bueno, el comercio justo es algo bueno, ¿no? Que salió, ¿no? Porque acá en la cooperativa, ¿no? Durch den fairen Handel mit diesen Bananen an der Fairtrade-Prim hat sich hier am Dorf vieles geändert. So konnten wir die Schule ausbauen an ein Centro de Salud, ein Gesundheitszentrum, absetzen. Es gibt Menschen, die wollen lehren, und es Kinder, die nicht wollen lehren. Es sind ihnen, die gerne beilehren. Es ist froh, weil Leute kommen und mir neue Techniken weisen, für besser und mehr Bananen zu produzieren. O sea, andar ahí con ellos. Me gusta hacerles las preguntas. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? Ökologische Plan sind nicht anderen Pestiziden und genetisch modifizierte Pflanzen verboten. Durch Bioprim wird durch den ökologischen und nachhaltigen Umbau gefördert. Das ist gut für den Mensch und für die Natur. Zumal, wenn ihr bedenkt, dass am konventionellen Umbau bis zu 44 Kilo Pestiziden auf einem Hektar gespritzt können gehen. Neben dem umweltfreundlichen Schienensystem für den Transport von den Bananen ist auch nach einer eigenen Kompostierungsanlage in Betrieb geholt gehen. Nachdem der Grünschnitt kleine Stecker gehäckselt gehen ist, geht es zu hochwertigem Kompost, den die jungen Bananenstauden mit den nötigen Nährstoffen versorgt und das ganz biologisch, nachhaltig und vor allem ohne Chemie. Eine grosse Investition wird die Renovation von der Schule zusammen. Nach 4 paar Jahren war an der Institution Educativa Ricardo Palma Platz für nur 40 Schüler. Heute gibt mehr wie 400 Schüler und Schülerinnen an die Schule. Auch das ist ein mit der Fairtrade-Prim kofinanzierte Projekt, das sich an den Kader vom 2. Pilier erschreibt. So kommen nicht nur die Kanner von den Bauern aus der Kooperative an den Genuss von den Vorteilen vom fairen Handel, sondern auch die Kanner aus der ganzen Region. Weltweit sind 2014 bald 20 Millionen Euro Primen und Bananenproduzenten verdeelt gehen. 3 Millionen davon sind an den Peru gegangen. Das sind 12% mehr wie nach einem Jahr vordrun. Nicht vielleicht, dass Bananen des Staren an den Fairtrade-Produkten. Sie ist gesund, schmeckt gut und ist eine regelrechte Energiebombe beim Sport. Auch nicht kann ein matroischem Gewissen sagen, dass der Griff an das Regal kein unschuldigen ist. Als bewusst Decision, sich für ein Fairtrade-Produkt zu entscheiden, hat einen direkten Impact auf die Leben der Menschen am anderen Ende der Welt. So können wir mit diesem Ankauf positiv Spuren von Nachhaltigkeit am Süden hinterlassen. Dafür heißt es heute mehr wie je: Let's stop the Fairtrade!